Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte Charlie Langohr, der Wüstenforscher. Die Geschichte hat Geneviève Hurier geschrieben und der Loïc Juanigaud hat die Bilder dazu gezeichnet. Manchmal ist es im Sommer so heiß, dass man sich gar nicht bewegen will. Am besten bleibt man im kühlen, schattigen Haus. Das machen auch die Hasen so. Die Familie Langohr ist heute schon früh aufgestanden und hat im Garten gewerkt. Jetzt sind sich alle am Erholen. Der Vater Justus pfüselt in seinem Schaukelstuhl. Tante Charlotte ist mit den Lismeten auf den Knien eingeschlafen. Der Willi, der Fredi und die Lili jassen leislich. Und sogar der Benjamin, der Jüngste, ist ohne zu murren schlafen. Nur der Charlie läuft geschäftig hin und her. Er hat seine Wasserflasche gefüllt und seine Tasche gepackt. Wie jemand, der eine grosse Wanderung vorhat. «Wann gehst du, Charlie?» Ganz erstaunt schauen seine Geschwister ihn an. «Ich mache eine Expedition in die Wüste.» «Du spinnst, hier gibt's doch gar keine Wüste.» «Doch, ich weiss eine.» «Dann zeig sie uns doch.» «Später, zuerst muss ich den Weg erkunden.» Der Charlie Langohr liebt das Abenteuer. Bei seinen Entdeckungstouren hat er schon eine Bergquelle und einen Libellentümpel gefunden. Aber von dem erzählt er den anderen lieber nichts. «Ja, dann geh du doch in deine Wüste», sagt der Fredi und fängt an, die Karten zu mischen. «Sag uns wenigstens, in welche Richtung dass du gehst», sagt Lili besorgt. Doch der Charlie ist schon auf und davon und antwortet nicht mehr. Voller Tatendrang wandert er ins Tal runter. Im Frühling, nachdem der Schnee in den Bergen geschmolzen ist, wird der Fluss zu einem riesenden Strom, wo Felsbrocken, Stein und morsches Holz mit sich trägt. Im Sommer trocknet er dann fast völlig aus und ist kaum zu sehen. Das steinige, sandige Flussbett ist öd und leer, ohne Gras, ohne Blumen. Das ist die Wüste, die der Charlie erforschen will. Singend, pfeifend klettert der Charlie auf den Felsen. Steine lösen sich und gehen ins Wasser. Doch das stört den Charlie nicht. Er merkt nicht, dass er einen Fischer stört. Zmitzt im Wasser steht der Josua, der Reiher. Er will einen Fisch fangen, ein Festessen für seine grosse Familie. Doch wer macht da so einen hohen Lärm? Jetzt ist der Fisch weg. «Der Frechhagel muss weg», murmelt der Reiher. Mit grossen Schritt geht er auf den Charlie zu. «Was hast du hier zu suchen, Burst?» «Ich erforsche die Wüste, Herr Reiher.» «Kamerad, wer die Wüste erforschen will, der muss durch die ganze laufen, bis er zum grossen Affenbrotbaum kommt.» «Affenbrotbaum?» Der Reiher holt tief Luft. «Das ist ein Baum. Kennst du den etwa nicht? Ein riesiger Stamm, wenig Blätter, Familie von den Wollbaumgewächs. Am Ende von jeder Wüste gibt's so einen Affenbrotbaum und alle Wüstenforscher haben sich unter seinem Schatten erholt. In die Richtung musst, immer geradeaus.» Mit seinem langen Schnabel zeigt er am Charlie den Weg. «In die Richtung musst.» Der Charlie nimmt seine Tasche, winkt am Reiher zum Abschied zu und läuft trotz der brennenden Sommerhitze los. Der Reiher schaut ihm nach. «Der wäre ich los», murmelt er und läuft langsam zum Wasser zurück, wo er nochmal sein Glück versucht.
Nichts ist so streng wie die Wüste zu überqueren. Der Charlie irrt zwischen Felsen umeinander, stolpert über glühend heisses Geröll und versinkt im weichen Sand. Sein Kopf scheint vor Hitze zu platzen. Immer wieder muss er anhalten, um einen Schluck Wasser zu trinken und an einem Rüebli zu knabbern. Und immer noch ist kein Affenbrotbaum in Sicht. Schliesslich entdeckt er am Horizont, mitten im Geröll, einen dicken Baumstamm mit dünnen Ästen und ganz wenigen braunen Blättern. Mit letzter Kraft schleppt er sich voran. Er wird es schaffen. Er wird sich wie alle grossen Wüstenforscher im Schatten vom Affenbrotbaum erholen. Endlich! Erschöpft lässt er sich unter dem grössten Ast auf ein paar Steine sinken, legt seine Tasche neben sich und streckt das Knie in die Höhe. Wie schade, dass nach einem solchen Abenteuer so viel Mühe und Gefahren niemand da ist, wo der Held bewundern kann. Doch der Charlie Langohr ist nicht allein. Oben im Gest flüstert etwas. Das ist ein Hase. Was will der hier? Wir sind doch hier nicht im Gemüsegarten. Der Charlie spitzt die Ohren und schaut auf. 3 grosse, schwarze Raben schauen neugierig und spitzbübisch auf ihn ab. Er breitet seine Arme aus und voller Stolz über das überstandene Abenteuer ruft er ihnen zu. Ich bin durch die Wüste gelaufen und habe den Affenbrotbaum gefunden. Da fangen die 3 Raben laut an zu lachen. Sie schlagen mit den Flügeln und krächzen aus vollem Hals. Affenbrotbaum, ich lach mich tot. Er meint tatsächlich, er sei in Afrika. Doch, ein Affenbrotbaum, ruft der Charlie, schon ein bisschen verrückt. Das hat mir der Reiher erzählt. Haut ab, ihr bösen Keiben! Die Raben krächzen noch lauter, fliegen um den Charlie und lachen böse. Das ist doch nur ein Eichen. Der Josua hat nur einen Gespass gemacht. Gang du gescheiter wieder heim. Und weg sind sie. Ausser sich schaut der Charlie um sich. Der Affenbrotbaum, nur eine alte, abgestorbene Eiche? Was für eine Enttäuschung und wie sich das Licht verändert hat. Es wird schon gleich Abend und höchste Zeit, heimzugehen. Traurig schaut er seine wunden Pfötchen an, schaut in seinen Proviantbeutel. Leer. Aber ein Wüstenforscher brüllt nicht, was auch immer passiert. Der Charlie schluckt tapfer seine Tränen ab, nimmt einen trockenen Ast als Stock und macht sich auf den Weg. Der Rücken und die Füße tun ihm weh. Das wird ein langer und beschwerlicher Weg zurück. Doch plötzlich bleibt er stehen. Hat da nicht jemand seinen Namen gerufen? Hey, Charlie, hier! Die Stimme kennt er doch. Ich komme, ruft er mit heiserer Stimme. Aber er ist viel zu müde, um noch weiterzulaufen. Sein Vater muss kommen und ihm helfen. Der Justus Langohr ist ziemlich verrückt. So eine Dummheit, ganz allein in dieser Hitze draussen zu sein, hätte der Willi nicht geahnt, wo deine tolle Wüste ist. Was wäre echt dann passiert? Doch während er noch schimpft, hat er den Charlie schon auf den Rücken genommen und trägt den Wüstenforscher heim. Wo sie daheim ankommen, ist es schon Nacht. Glücklich umarmt Tante Charlotte den müden Forscher. Schnell hat sie ihn abgezogen, badet, ins Bett gebrungen und einen kühlen Eisbeutel auf die Stirn gelegt.
Ich will trotzdem einmal einen Affenbrotbaum sehen. Einen richtigen, murmelte Charlie, schon halb im Schlaf. Wo er spät am nächsten Morgen verwacht, ist die ganze Familie um sein Bett versammelt und will sein Abenteuer hören. Aber der Charlie kommt gar nicht zum Erzählen. Jemand hat ihm ein Bild auf seine Bettdecke gelegt. Darauf sieht er eine Steppe mit braunem Steppengras mit Leuen drinnen. Hinten ist ein komischer Baum. Der Stamm ist dunkelgrau und so breit, so dick, dass die Äste und das Laub winzig klein aussehen. Fein säuberlich hat jemand unten Affenbrotbaum angeschrieben und in einem Eckeli steht Willi. Das habe ich aus dem Lexikon für dich abgezeichnet. Der Charlie seufzt. Gib mir einen Stift. Die ganze Familie schaut ihm gespannt zu. Unter einem komischen Baum malt der Charlie einen Hase mit einem Proviantbeutel. Der Hase sieht ziemlich müde aus, aber stolz. 3 schwarze Raben schauen ihn bewundernd an. Zmitzt zwischen den Leuen malt er einen grossen Vogel mit Stelzenbein und einem langen Schnabel. Der wird schön aufpassen müssen. Das geschieht ihm recht. Und unter das Wort Affenbrotbaum schreibt er säuferli Familie der Wollbaumgewächse. Das ist die Geschichte Charlie Langohr, der Wüstenforscher. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!